Heute wollen wir das Thema anschauen, die Erfüllung der Zeit und was das für Auswirkungen hat für uns, für mich und für dich, für unser persönliches Leben. Ob es überhaupt Auswirkungen hat und wenn ja, was für eine. Ein sehr spannendes Thema. In Galater 4, im Vers 4 lesen wir, oder fangen wir beim Vers 3 an, so waren auch wir, als wir unmündig waren, den Naturmächten der Welt wie Sklaven unterworfen. Vers 4. Als aber die Erfüllung der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, von einem Weibe geboren, dem Gesetz unterworfen, damit er die dem Gesetz unterworfenen loskaufte, auf dass wir die Annahme an Sohnesstatt erlangten. Als aber die Erfüllung der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Und die Zeit erfüllt war, hat Gott Jesus geschickt. Und die Zeit erfüllt war. Also es war eine lange Zeitspanne in der Menschheitsgeschichte, bis die Zeit erfüllt war, bis Gott Jesus geschickt hat. Und Gott war nicht überrascht über die Entwicklung in diesem Zeitalter, was alles Schlimmes passiert ist in dieser Zeit. Gott war nicht überrascht von dieser Entwicklung und Gott ist auch nicht überrascht über die Entwicklung, die jetzt in der heutigen, in unserer Welt stattfindet. Er ist nicht überrascht über das, was unsere Welt hersteuert. Im Lukas 21, Vers 22, da lesen wir 21, 22, denn dies sind die Tage der Rache, damit alles erfüllt wird, was geschrieben steht. Damit alles erfüllt wird, was geschrieben steht. Also Gott hat Kontrolle nicht verloren, sondern er ist immer noch im Lead. Er hat immer noch einen Plan. Und Gott, wenn er den Plan von den Mächtigen von der heutigen Zeit anschaut, wenn er den Plan und die Intrigen von der Elite heute anschaut, dann ist er nicht überfordert. Sondern im Psalm 2 lesen wir, er lacht. Es tut ihn lächeln, wenn er sieht, dass die Pläne und Intrigen schmieden gegen ihn. Also Gott hat einen Plan und er hat eine Zeit festgesetzt, wenn das Ende will kommen. Also im Lukas. Wo die Zeit erfüllt war, im Alten Testament, hat er am Schluss vom Alten Testament hat er Jesus geschickt. Als aber die Erfüllung der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Und dass er seinen Sohn wird schicken, am Ende der Zeit, das hat er schon im 1. Mose 3, 15 gesagt. Da hat er gesagt, der Nachwuchs von der Frau wird der Schlange den Kopf zertreten. Der Nachwuchs von der Frau wird der Schlange den Kopf zertreten. Die Schlange ist da ein Bild, ein Sinnbild für den Teufel, für Satan. Der Satan, der ja herrscht auf unserer Welt. Darum ist all das Elend, all das Schlimme, was wir sehen in unserer Welt, ist, weil Satan eigentlich der Herrscher ist von dieser Welt. Wenn wir es im 2. Korinther 4,4 nachlesen. Und Gott hat ganz am Anfang gesagt, der Nachkomme von der Frau wird der Schlange den Kopf zertreten. Also der wird die Schlange, wird den Teufel besiegen. Der Nachkomme von der Frau. Und hier lesen wir, als aber die Erfüllung der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn von einem Weibe geboren. Also der Nachkomme von der Frau ist hier geboren worden und das Zeitalter erfüllt war. Zu dem Zeitpunkt, wo Gott festgelegt hat. Und wo Jesus gekommen ist, aufgewachsen ist, gekommen als Baby und er aufgewachsen ist und seinen Dienst angefangen hat, in Markus 1, im Vers 15 lesen wir, Jesus ist nach Galiläa gekommen und hat das Evangelium Gottes predigt und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist genaht.
Die Zeit ist erfüllt. Und das Reich Gottes ist gekommen. Und dann sagt er, tut Buße und glaubet an das Evangelium. Tut Buße und glaubet an das Evangelium. Die Zeit ist erfüllt. Jetzt tut Buße und glaubet an das Evangelium. Buße tun und glauben. Das war das, was Jesus am Anfang gesagt hat von seinem Dienst. Und was heisst Buße tun eigentlich ganz genau? Das heisst nicht, dass wir auf den Knien rumrutschen und Gott um Vergebung bitten. Das gehört vielleicht noch wieder dazu, es gehört zur Beziehung. Aber Buße tun vom griechischen Wort Metanoia hat überhaupt nichts mit dem zu tun. Sondern das heisst eigentlich nur umdenken. Metanoia. Umdenken. Umdenken. Also das Denken ist hier entscheidend. Unser Denken, dies und mein Denken sind hier entscheidend. Eigentlich heisst es nicht einmal, wir sollen Gott um Vergebung bitten, sondern nur umdenken. Anders denken. Anders aber denken. Und mir ist ganz neu bewusst worden, wie wichtig das unser Denken ist. Wie entscheidend wichtig das Denken ist. Eigentlich spielt sich fast alles in unserem Denken ab. Praktisch alles spielt sich in unserem Denken ab. Darum steht in der Sprüche 4,23 steht da, mehr als auf alles andere, achte auf deine Gedanken, denn sie bestimmen dein Leben. Dein Denken bestimmt dein Leben. Dein Denken, so wie du denkst über dich, so wie du denkst über Gott, das wird dein Leben bestimmen. So wie du denkst, so bist du. Also, es ist nicht irgendwie außerhalb von dir und von mir, es ist nicht außerhalb von uns, sondern es ist in uns innen. Es ist in dir innen. Dein Denken entscheidet, wo unser Leben hergeht. Das ist eigentlich in sich schon eine gute Nachricht. Weil, wenn es in uns innen ist, dann können wir es auch verändern. Dann liegt es in unserer Hand, dass wir unser Leben können, das Ziel von unserem Leben können korrigieren können. Es ist in uns innen. Zum Beispiel Erkenntnis. Erkenntnis ist ja unserem Verstand. Und das ist auch wieder in unserem Denken. Erkenntnis ist letztendlich auch in unserem Denken. Und Johannes 17,3 lesen wir ja, sagt Jesus, das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Also das ewige Leben fängt mit dem an, dass wir Jesus oder Vater im Himmel erkennen. Dass wir ihn erkennen, wie er ist, wie er denkt, wie er handelt, dass er alles vorbereitet hat in seinem Erlösungswerk für uns. Wenn wir das erkennen, da fängt das ewige Leben an. Wenn wir das erkennen und annehmen für uns, da fängt das ewige Leben an. In unserem Denken, Kenntnis findet in unserem Denken statt. Oder im 1. Korinther 2, Vers 12 lesen wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist aus Gott. Warum? Damit wir wissen, was uns von Gott geschenkt worden ist. Damit wir wissen, was uns gehört, was er uns geschenkt hat durch das Erlösungswerk Jesu. Damit wir wissen, wo ist Wissen? Es ist in unserem Denken. Es ist in unserem Denken. Also Erkenntnis, Wissen ist in unserem Denken. Oder im Römer 6, Vers 5 und 6 lesen wir, denn wenn wir mit der Ähnlichkeit seines Todes verwachsen sind, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Also mit der Ähnlichkeit von seiner Auferstehung sind wir verwachsen. Zusammen mit der Gleichheit, könnte man sagen, von seiner Auferstehung. Und er sagt wie das stattfindet, sagt er im Vers 6, indem wir das erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde kraftlos gemacht werde, auf dass wir nicht mehr der Sünde dienen. Indem wir das erkennen, das fängt in unserem Denken an.
Es ist nicht außerhalb von uns, sondern es ist in uns drin. Darum ist das Denken so enorm wichtig. Darum sagt Jesus, tut Buß. Denkt denkt nicht mehr gleich wie vorher. Tut Buß. Also Erkenntnis findet in unserem Denken statt. Und wir alle hier in unserer westlichen Welt sind geprägt von unserem irdischen, weltlichen Denken, von unserer irdischen, weltlichen, menschlichen Erkenntnis. Und die Erkenntnis von unseren 5 Sinnen. Das, was wir sehen, das glauben wir. Der Thomas, als er gehört hat, dass Jesus auferstanden ist von den Toten, hat gesagt, nein, ich glaube es erst, wenn ich es sehe. Und wenn ich meine Hände, die Finger kann in seine Wunden legen, dann glaube ich es, vorher nicht. Und wir hier in der westlichen Welt, wir sind geprägt von diesem Denken, von dieser Erkenntnis, von dieser irdischen, weltlichen Erkenntnis, was ich sehe und kann anlängen, kann berühren, das glaube ich, das andere glaube ich nicht. Dabei sagt uns ja die Bibel, das Sichtbare ist vergänglich. Und das Unsichtbare ist ich. Also all das, was ich sehe, der Stuhl, der Tisch, meine Bibel, das ist vergänglich, der Inhalt nicht. Aber das Physische ist vergänglich, wird vergehen. Und das Ewige, was bleibt, das sehe ich nicht. Das können wir nicht sehen. Also wir sind geprägt von dem irdischen, menschlichen Denken, von dieser irdischen, menschlichen Erkenntnis. Aber hier kommt jetzt eben eine andere Erkenntnis ins Spiel. Göttliche Offenbarungserkenntnis aus dem Wort Gottes. Das ist eine andere Dimension. Das ist Offenbarungserkenntnis aus dem Wort Gottes. Und die Offenbarungserkenntnis aus dem Wort Gottes deckt sich nicht mit dieser irdischen, weltlichen Erkenntnis. Stimmt nicht überein. Passt nicht zusammen, ist nicht vereinbar. Durch die irdische, weltliche, menschliche Erkenntnis, basierend auf unseren 5 Sinnen, die versteht die göttliche Offenbarungserkenntnis nicht. Ich kann es nicht verstehen. Darum sagt Jesus, denkt hört göttlich verdenken. Hört göttlich verdenken, sagt er. Er sagt ja, Petrus, wo der Petrus zu ihm kommt und sagt, nein, Jesus, das soll nicht passieren mit dir, es soll nicht so sein, dass du ins Kreuz gehst und dort musst sterben, sagt Jesus zum Petrus im Matthäus-Evangelium, hinweg von mir, Satan, sagt ihm sogar Satan, das ist sehr, sehr hart, hinweg von mir, Satan, du bist mir ein Fallstrick. Warum? Denn du sinnst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Denn du sinnst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Also die irdische, weltliche Erkenntnis deckt sich nicht mit der göttlichen, übernatürlichen Offenbarungserkenntnis. Darum sagt er, hinweg von mir, Satan, denn du denkst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Und der Satz impliziert eigentlich, könnte göttlich denken. Umdenken. Metanoia. Wie sieht das praktisch aus? Die Bibel sagt es in einem wunderbaren, sehr, sehr oft missverstandenen Text im Jesaja, wie das aussieht. Im Jesaja 55, ab dem Vers 7 lesen wir, der Frevler lasse seine Gedanken und kehre zum Herrn. Er sagt, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Also das sagt der Frevler, lasse seine Gedanken. Das können die Männer nach meiner Erfahrung ein bisschen besser als Frauen, Gedanken lassen. Und kehre zum Herrn. Also wenn deine Gedanken lassen, du musst umkehren zu Gott. Warum? Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Also das heisst konkret, dein Denken lassen und die Gedanken von Gott übernehmen und anfangen denken.
Und wo haben wir die Gedanken Gottes? Natürlich in seinem Wort. Das Wort Gottes sind auch Gedanken Gottes. Wort sind im Wort fasste Gedanken. Und dann haben wir Gedanken Gottes in seinem Wort. So wie Jesus dem Petrus gesagt hat, du sinnst nicht was göttlich, sondern was menschlich ist. Also du kannst göttlich denken, aber du machst es nicht, sondern du denkst menschlich. Und darum bist du mir ein Fallstrick. Also die irdische, weltliche, menschliche, auf den 5 Sinnen basierende Erkenntnis ist ein Fallstrick für uns, wenn wir nicht bewusst Buß tun, Metanoia, umdenken, unser irdisches, weltliches, seelisches, auf unseren 5 Sinn basierenden Denken lassen und das göttliche Denken übernehmen. Zugeben. Es ist anspruchsvoll, aber es geht. Es geht. Weil Gott verlangt nichts von uns, was wir nicht auch können. Also der Frevel lasse seine Gedanken, kehre um zum Herrn, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, meine Wege sind nicht eure Wege. Dann können wir so aber denken, wie Gott denkt, und so handeln und agieren, wie er es eigentlich will von uns. Und sie ja an seiner Stelle jetzt da auf dieser Erde. Im 1. Johannes 4,17 steht ja, denn wie jener ist, wie Jesus ist, sind in dieser Welt auch wir. Wir sind an seiner Stelle da, Botschafter in seiner Stadt, jetzt hier auf dieser Welt. Und hier lesen wir, als die Erfüllung der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er hat Jesus geschickt. Die Zeit erfüllt sie ist, die Zeit ist. Wir kennen die Stelle, Johannes 3,16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Darum hat Gott seinen Sohn geschickt. Und Jesus sagt nachher im Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, damit sie das Leben im Überfluss haben. Er ist gekommen, damit du und jetzt Leben im Überfluss haben. Im Überfluss. Glauben wir das? Glauben wir, dass Jesus gekommen ist, damit ich das Leben im Überfluss habe? Mit allem, was dazugehört. Das Leben im Überfluss. Mit allem, was dazugehört, zu einem Leben im Überfluss, ist Jesus gekommen. Für mich, für dich, für jeden, der das Wort annimmt. Glauben wir das? Und die andere Frage, ja, erleben wir das? Wo die Zeit erfüllt ist, wo sein Sohn geschickt, wo Jesus ist gekommen, für uns zu retten und für uns das Leben im Überfluss zu geben. Im 2. Korinther 6, Vers 2, das ist so eine von meinen Lieblingsbibelstellen, da steht, Gott sagt, wenn die Zeit kommt, dass ich mich über euch erbarme, erhöre ich euch. Wenn der Tag eurer Rettung da ist, helfe ich euch. Also wenn die Zeit kommt, dass ich mich über euch werde erbarmen, dann werde ich mich erhören. Und wenn der Tag von eurer Rettung da ist, dann helfe ich. Das heisst, wir müssen warten. Aber dann sagt er, ihr dacht, jetzt ist die Zeit der Gnade. Heute ist der Tag der Rettung. Jetzt ist die Zeit da, wo sich Gott über uns erbarmt. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Heute ist der Tag der Rettung. Hast du gehört? All deine Nöte und Sorgen und Probleme und Schwierigkeiten, wo du drin bist. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Heute ist der Tag von deiner Rettung, von deiner Heilung, von deiner Befreiung, von deiner Versorgung, von all dem, was du brauchst von Gott. Heute ist der Tag. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Das heisst, eigentlich musst du nicht warten. Jetzt ist es so weit. Sagt Gott, die Zeit kommt, die Zeit erfüllt ist, dann.
Wir brauchen also nicht zu warten, bis Gott eingreift. Wir brauchen auch nicht mehr zu opfern, wie sie es im Alten Testament haben müssen, unter dem Gesetz. Wir brauchen auch kein Mittler mehr zwischen Gott und uns. Kein Priester, der es für uns macht. Sondern durch Jesus können wir direkt zum Vater im Himmel gehen. Wir brauchen nicht zu warten, dass Gott uns vergibt, sondern wir wissen, Jesus hat das am Kreuz von Golgatha und für mich und für alle, die das wollen, erwirkt. Wir brauchen auch nicht zu warten, dass Gott uns heilt, weil im gleichen Erlösungswerk steht in Jesaja 53 und 1. Petrus 2,24 steht, dass er im gleichen Erlösungswerk die Sünden vergeben und hat er unsere Krankheiten, unsere Gebrechen, unsere Leiden auf sich genommen. Im gleichen Erlösungswerk. Also wenn er es auf sich genommen hat, dann tue ich ihn ehren, indem dass ich das, was er für mich da hat, annehme. So tun ihn doch ehren. Jesus hat im Kreuz von Golgatha eine alles umfassende, vollständige, abgeschlossene Erlösung erwirkt für dich und für mich. Er braucht nichts mehr zu machen, für dich speziell. Er muss nicht noch einmal kommen, für dich noch etwas machen oder für mich, sondern sein Erlösungswerk ist alles umfassend und abgeschlossen. Er hat ja gesagt am Kreuz, es ist vollbracht. Das Erlösungswerk, wozu dass er gekommen ist vollbracht, vollendet. Nichts mehr dazu zu tun. Es ist vollbracht. Halleluja. Darum ist es eigentlich nicht biblisch, wenn wir sagen, ich muss noch warten, bis Gott endlich eingreift. Wann greift er endlich ein? Weil er ja alles schon gemacht hat am Kreuz von Golgatha. Er hat alles schon gemacht. Ich muss es einfach das, was er für mich erwirkt hat am Kreuz, im Glauben annehmen. Markus 11 lesen wir ja. Markus 11, 23 und 24. Da steht, wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berge sagt, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, dem wird es zuteil werden. Dass das, was er sagt, passiert, in seinem Herz glaubt und nicht zweifelt. Da wird es bekommen. Vers 24. Darum sage ich euch, alles, um was ihr betet und bittet, glaubet, dass ihr es empfangen habt. Dass ihr es empfangen habt. Weil es ist ja schon da. Jesus hat es erwirkt im Kreuz von Golgatha. Jede Not, jedes Problem, jede Schwierigkeit hat er eine Lösung erwirkt. Sie ist schon da. Glaubet nur, dass ihr es empfangen habt. Glaubst, dass es da ist für dich. Und es wird euch zuteil werden. Und es wird euch zuteil werden. Da kann jetzt vielleicht eine kleine Zeitspanne drin sein. Aber innerlich weisst du, du hast empfangen. Jesus hat es erwirkt am Kreuz von dir, für dich, am Kreuz von Golgatha. Es gehört dir und du hast es genommen. Das ist vielleicht nicht sichtbar, aber du hast es genommen für dich. Im Glauben nehmen. Glauben heisst hier nehmen. Das ist Offenbarungserkenntnis. Erkennen, es ist da für mich. Jesus hat es erwirkt. Jesus hat Vergebung erwirkt. Sie ist da für mich. Ich kann sie nehmen. Jesus hat Heilung erwirkt am Kreuz von Golgatha. Ich kann sie nehmen. Sie ist da für mich. Er hat es für mich gemacht. Und für jeden, der das will, der das annimmt für sich. Er hat eine vollkommene, alles umfassende Erlösung erwirkt am Kreuz von Golgatha. Er muss nichts mehr machen. Es ist auch nicht biblisch, wenn ich sage, oh, ich muss einfach noch mehr glauben. Ich muss noch ein bisschen mehr glauben. Das impliziert, ich muss mich noch ein bisschen mehr anstrengen. Und da sind wir ja schon wieder in Richtung Gesetz. Das ist nicht mehr Gnade. Ich muss noch mehr glauben. Ich muss noch mehr. Das ist nicht Gnade. Sondern Jesus sagt, schau mal, wenn du nur ein Zentrum Glauben hast,
Offenbarungserkenntnis, an das, was Jesus für dich da hat, am Kreuz von Golgatha, wo du im Wort Gottes siehst. Nur das Senfkörnchen einsetzt. Und weisst, es gehört mir. 1. Korinther 2, Vers 12, wenn wir lesen, der Heilige Geist macht, dass wir wissen, was uns von Gott geschenkt ist. Du musst es wissen, Offenbarungserkenntnis aus dem Wort Gottes. Und nicht das kleine Senfkörnchen von der Offenbarungserkenntnis, von dem Wissen einsetzen. Und es wird dir zuteil werden. Also sag nicht mehr, ich muss einfach noch ein bisschen mehr glauben. Ich habe schon kein biblisches Beispiel dafür. Ich muss noch ein bisschen mehr glauben. Gibt es nicht. Kein biblisches Beispiel dazu. Alles ist schon da für dich. Abholbereit. Es ist da. Aber wir müssen es nehmen. Wir müssen es nehmen. Und Glauben nehmen. Glauben nehmen. Was wir brauchen, ist also eigentlich nicht mehr Glauben, sondern mehr Offenbarungserkenntnis. Und die Offenbarungserkenntnis kommt ja aus dem Wort Gottes. Und wir sind normalerweise so fixiert auf unsere irdische, weltliche, menschliche Erkenntnis, dass wir gar nicht dazu kommen, die göttliche Erkenntnis anzunehmen. Wir auch sagen, wenn ich es nicht sehe, dann glaube ich es nicht. Wir denken vielleicht gar nicht explizit so. Aber es ist einfach so. Wenn ich es nicht glaube, dann sehe ich es nicht. Die müssen wir wissen, was steht mir zu von Gott, was hat Jesus für mich erwirkt. Und das nachher nehmen für mich. Nehmen für mich und sagen, hier steht es, ich bin geheilt in der Wunde Jesu. Das gehört mir, also bin ich geheilt in der Wunde Jesu. Und deine weltliche, irdische, menschliche Erkenntnis basierend auf den 5 Sinnen sagt er nachher, ja Moment, Symptome sind ja noch da. Also bin ich nicht geheilt. Nein. Sondern die göttliche Offenbarungserkenntnis sagt er, du bist geheilt. Nimm es im Glauben, in Markus haben wir gelesen, und es wird euch zuteil werden. Da kann jetzt eine Zeitspanne sein. In dieser Zeitspanne ist vielleicht noch Symptom, aber bleib dran, halt fest am Wort Gottes oder Offenbarungserkenntnis, lass nicht los, bleib dabei. Und es wird euch zuteil werden. Das verspricht die Bibel, nicht ich. Also was wir brauchen, ist mehr Offenbarungserkenntnis. Der Paulus sagt im 2. Korinther 5, Vers 7, denn im Glauben wandeln wir, nicht im Schauen. Im Glauben wandeln wir, nicht in dem, was wir sehen. Das ist die Offenbarungserkenntnis. Im Glauben wandeln. Nicht in dem, was du siehst, was du spürst, wo du vielleicht noch Symptome hast, sondern glaube das, was Gott sagt. Glaube das, was Jesus für dich am Kreuz erwirkt hat. Und dann wird es dir zuteil werden. Dann wird es dir zuteil werden. Vielleicht schnell, vielleicht geht es ein paar Stunden oder Tage. Ich kann nicht sagen, es ist unterschiedlich. Wir brauchen mehr von dieser Offenbarungserkenntnis. Und meiner Meinung nach ist das der Grund, auch, warum das Menschen in Afrika zum Beispiel mehr Wunder erleben als wir hier. Sie sind nicht so fixiert auf die weltliche, irdische Erkenntnis. Sie sind nicht so auf das fixiert. Und wenn wir primär auf das fixiert sind, sagt Gott im Hosea 4,6, mein Volk wird vernichtet, weil es keine Erkenntnis hat. Das ist schon Erkenntnis über den Weltlauf und das, aber nicht die göttliche Offenbarungserkenntnis. Und da geht das Volk Gottes Grund. Mein Volk wird vernichtet, weil es keine Erkenntnis hat. Gott gibt uns seine Gedanken in seinem Wort, damit wir die Erkenntnis, die Offenbarungserkenntnis können zu unserer Erkenntnis machen, zu deiner Erkenntnis machen. Dass wir so viel denken, wie Gott denkt. Dass wir Metanoia praktizieren. Und jetzt zum Schluss vielleicht noch
Mit welcher Absicht hat Gott seinen Sohn geschickt in die Welt? Um uns zu erlösen, um uns zu retten, um am Kreuz von Golgatha zu sterben und unsere Sünden, unsere Gebrechen, unsere Krankheiten, unsere Leiden auf sich zu nehmen, uns zu befreien aus der Macht Satans. Und, da lesen wir dann in Vers 5, damit er die dem Gesetz Unterworfenen loskaufte. Also das heisst nicht mehr, du musst und du sollst jetzt, du musst dich mehr anstrengen und bemühe dich mehr, damit der Gott wohlgesonnen ist, sondern du bist ein Kind Gottes, steht da. Auf dass wir die Annahme an so einer Stadt erhalten. Du bekommst die Annahme an so einer Stadt. Du bist ein Kind Gottes, ein Sohn, eine Tochter Gottes. Das hat es vorher nie gegeben. Ganze Zeitalter vorher hat es nie Kinder Gottes gegeben. Wo Jesus von den Toten auferstanden ist, hat er zu Maria gesagt, ich fahre jetzt auf zu meinem Vater und zu eurem Vater. Das hat er vorher nicht gesagt. Das ist erst mit seinem Tod und mit seiner Auferstehung möglich gewesen, dass wir Kinder Gottes nicht werden können. Und dann lesen wir da, weil ihr aber Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der da ruft, Papa, Vater. Somit bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn, wenn aber Sohn, dann auch Erbe durch Gott. Du bist ein Sohn, Tochter von Gott. Du erbst mit Gott. Das heisst, alles, was ihm gehört, gehört zu dir. Alles, was ihm gehört, gehört zu dir. Wo der verlorene Sohn zurückgekommen ist zum Vater, hat das ganze Erbe verprasst, das er bekommen hat. Und er hat gemeint, so, ich komme jetzt zurück zum Vater und ab jetzt muss ich halt meinen Lebensunterhalt selber verdienen. Jetzt bin ich kein Sohn mehr. Ich habe alles verprasst. Ich habe so viel Zeit von meinem Leben vergütet. Und er kommt zurück zum Vater und der Vater tut ihn total wiederherstellen als Sohn, als Tochter. Du wirst total wiederhergestellt, wenn du zurückkommst zu Gott oder wenn du kennst, was alles dir gehört, für Jesus, für sein Erlösungswerk. Du bist vollständig wiederhergestellt. Du darfst als Sohn, als Tochter in die Gegenwart Gottes hineinkommen. Du bist völlig angenommen, völlig geliebt, völlig wiederhergestellt. Und im Lukas 15, Vers 31 sagt Jesus, oder andersrum, wo er gesagt hat, Vater, ich habe dir so gedient und nie hast du mir etwas gegeben. Also er war einer, der geschafft hat und erwartet hat, dass ihm, durch das, dass er so viel schafft, dass ihm der Vater etwas gibt. Und der Vater sagt zu ihm, Kind, du bist doch alle Zeit bei mir. Das ist doch mal ein riesen Segen, alle Zeit bei ihm zu sein. Und dann sagt er, und alles, was mein ist, ist dein. Alles, was mein ist dein. Also der Sohn hat gesagt, du hast mir nie einen Geissbock gegeben, dass ich mit meinen Freunden eine Party feiern konnte. Er hat alles können nehmen, er hat sogar extra gemästeten Kalb können nehmen. Alles, was mein ist dein. Er hat alles können haben, was am Vater gehört. Aber er hat es nicht gecheckt. Er hat die Offenbarungserkenntnis nicht gehabt. Er hat nicht gewusst, was ihm alles zusteht als Sohn. Darum brauchen wir Offenbarungserkenntnis. Du brauchst Offenbarungserkenntnis aus dem Wort Gottes. Und wenn du die Erkenntnis hast, wenn du das liest, was Jesus alles für dich erwirkt hat, dann machst du zu deinem Denken, tu Buß mit Hanoia, fang so an zu denken. Und das Himmelreich, sagt Jesus, ist nachgekommen, es ist da. Und wenn du so fast an denken, ist es bei dir, dann bist du im Himmelreich, im Reich Gottes. Halleluja. Die Zeit erfüllt war, Gott seinen Sohn geschickt. Damit du und ich seine Kinder sein können. Damit du und ich frei sein aus den Fängen Satans, aus den Bindungen Satans. Frei sein von Sünden, frei sein von Verdammnis,
frei sein von Krankheit und Gebrechen. Darum ist Jesus gekommen, wo die Zeit erfüllt war. Und was ganz wichtig ist, heute ist der Tag. Heute ist der Tag. Jetzt ist die Zeit, wo es für dich gilt. Du, dir ist vergeben, es gibt keine Verdammnis mehr für dich. Heilig ist da für dich. Egal, was du für ein Problem hast, Jesus hat eine Lösung für dich erwirkt im Kreuz von Golgatha. Heute ist die Zeit, wo du es annehmen kannst. Mach es zu deinem Denken, mach es zu deinem Reden, nimm es an für dich. Nimm es an für dich, warte nicht mehr weiter. Probier nicht noch mehr zu glauben, sondern nimm es an für dich. Nimm es an für dich, es gehört dir, für das, was Jesus für dich da hat und dir so lieb. Amen.